beweisen. Ich habe sie in Köln kennengelernt. Das weiß ich. Ich war bei ihr in der Garderobe. Das weiß ich. Dann ist sie mir nachgereist. Das weiß ich. Das weißt du auch? Ja, und ich bin glücklich, dass ihr euch so gut versteht. Und du hättest nichts dagegen, wenn sie hier bliebe? Im Gegenteil, auch Anton, wäre das denn nicht schön, wenn wir drei immer zusammenblieben. Du, ich und sie. Komm, nimm du der Eisbad. Na, du wärst doch nicht eifersüchtig? Auf meine Tochter? Nein! Sie ist ja nicht deine Tochter, glaube ich. Wer kommt denn da? Mr. Struve, seien Sie mir gegruselt. Man merkt, dass das Mädchen da ist. Der Fremdenverkehr nimmt zu. Was wollen Sie? Ich wollte Sie bitten um die Hand von Ihrer Tochter. Meine Tochter Lotte natürlich, nicht? No, Yvette. Nein! Hör mal, du, Yvette ist nicht meine Tochter. Moment, jetzt fällt es mir ein. Ho, ho, ja! Jetzt kann ich dir alles genau beweisen. Der kennt sie nämlich ganz genau. Jetzt kommen Sie mal her, junger Mann. Sagen Sie meiner Frau, dass Yvette eine Tänzerin vom Varieté ist. Ne? Varieté? Ja, ne? No, Yvette war noch nie beim Varieté. Jetzt macht er mir den Mann total verrückt. Ach, Herr Stadtrat, da sind Sie ja. Oh, Herr Fürstbückler, hören Sie mal. Wir kennen uns doch. Ja, wir haben uns in Köln kennengelernt, Ja. bei Ihrer Tochter. Ja, da sagen Sie meiner Frau, dass die Tochter eine Tänzerin vom Varieté ist. Eine Tänzerin Ja, vom Varieté? ja, ne? Nein. Das ist das Erste, was ich höre. Anton, bitte, jetzt lasst ihr mal in Ruhe erklären. Nein, du bist jetzt still. Wirklich, komm her. Hier, meine letzte Rettung. Du bist mein Freund. Ja. Sagst mir die Wahrheit. Ja. Hältst du zu mir? Ja. Hast du deine Sinne zusammen? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Gut. Ist Yvette eine Tänzerin vom Varieté? Ja oder nein? Ja. Ha, ja. Ha. Und ist diese Yvette meine Tochter? Lieber Struve, tut mir erschrecklich leid. Ja. Ich kann auch nichts dafür, aber sie ist deine Tochter. Ja, Wahnsinn. Und wir brauchen nicht mehr. Sag mal, Anton, was soll das bedeuten? Prinzenproklamation. Was ist denn? Was machst du denn da oben? Ich spiele Louis Trenker. Ja, wie siehst du denn aus? Was? Richtfest wird hier gemacht. Jetzt komm mal da runter. Runterkommen? Nein, nie. Da unten weiß ja keiner mehr, wer er ist. Dann gestatten Sie, Herr Stadtrat, dass ich mich Ihnen vorstelle. Bitte stell dich lieber weg, da perversen. Ja, aber ich will doch Ihr Schwiegersohn werden. Du bist du selber schuld. Ja, Papa, wir haben uns eben verlobt. Und Wieseren konntest du nicht finden, was aktuell. Naja, Onkel Exzellenz hat immerhin seine Einwilligung gegeben. Exzellenz! Oh, Herr Graf Zeppelin, das ist... Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen. Aber nein, Herr Kaiserschmarrn, also... Ich weiß, zur Verlobung wurde ich nicht eingeladen, zur Hochzeit auch nicht, aber zur Kindtaufe. Kinder, da möchte ich gerne dabei sein. Ja, das ist sehr gut. Meine Damen, Herr Stadtrat, gestatten Sie mir, dass ich mich jetzt empfehle. Weidmannsheil! Weidmannsdank! Ich werde Sie begleiten. Ach, bitte, Böckler. Mila, pass auf Böcklein auf, damit er nicht überschnappt. Anton! Uwe, bitte. Also dein Herr Papa ist wirklich ein äußerst fideler alter Herr. Moment mal, gefalle ich Ihnen? Nicht schlecht. Oh, da habe ich aber Schwein, ja. Oh, ich muss dann jetzt wohl auch gehen. Ja, mein lieber Bulli, aber zum Abendessen erwarte ich dich zurück. Okay, auf Wiedersehen, meine liebe Braut. Auf Wiedersehen, Herr Strandbart. Nein! Das ist Stadtrat! Okay, Stadtrat, fall nicht vom Stängel. Mädchen, jetzt ist aus, Feierabend.
Wollen Sie meiner Frau nicht mal endlich sagen, wer Sie sind? Ja, das ist doch gar nicht nötig. Die kennt mich schon seit meiner Geburt. Was sollen Sie damit sagen? Oh, Papa, du hast ja da wirklich eine sehr lange Leitung, ha? Wer bist du denn wirklich im Alter? Mama hat sich nur nicht getraut, dir einzugestehen, dass ich beim Varieté bin. Das darf wohl nicht wahr sein. Und da kannst du es mit ansehen, wie dein armer Stiefvater Blut und Wasser schwitzt. Das war die Strafe dafür, dass der streng moralische Herr Stadtrat Struve in Köln einen kleinen Seitensprung riskieren wollte. Weißt du das denn, Mama? Wie Gott bewahre. Gott sei Dank. Ja, Anton! Ja, Anton, jetzt kommst du dran, komm mal her. Sag mal, was hätten die ein, wie kannst du es wagen, dieses zauberhafte Wesen, das ich nun jetzt endlich unter Schmerzen geboren habe? Mir als meine Tochter vorenthalten, bitte? Du bist mir also nicht böse. Bin glücklich. Tja, und was werden die lieben Simmerater dazu Ja, und vor allem der ordentlich Schwägerin, was? Aha, nun sitzt er wieder drin in der kleinen Nein, die kleine Kiste kriegen mich keine 10 Pferde mehr rein. So. Seine Exzellenz ist fort. Wir sind